aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Die Familie Grundlehner hat alles aufgegeben in der Schweiz, um ein paar Jahre um die Welt zu segeln. Jetzt wagen sie die grosse Überfahrt von England auf Spanien. Ein bisschen aufgeregt. Und es ist halt schon ein bisschen ungewiss, weil es so alles ist die nächsten paar Tage. Für die Familie Schild steht der Höhepunkt ihrer Reise an. Sie fliegen von Kanada auf Amerika an die Hochzeit von Thomas, seinem Cousin, und werden dort von ihm schon erwartet. Wir sind ganz überrascht. Wir haben nicht gewusst, dass er hierher kommt. Die Familie Kech krampft den ganzen Sommer durch auf dem Campingplatz zu Pontresina. Die beiden Kinder hätten sich in den Ferien ein bisschen mehr Familienzeit gewünscht. Sie sind die ganze Zeit am Arbeiten. Und dann kannst du fast nichts mit ihnen einfach machen. Ein Sommer, 3 Familien und 3 Abenteuer. Das ist Familiensache Ferienzeit. Die Familie Schild ist in Kanada in einem kleinen Städtchen gelandet, in Jasper. Sie brauchen mal wieder frische Kleider und suchen darum einen Ort, wo sie sich waschen können. Gerne, ja. Echt nicht verlieren, bitte. Irgendwie ist das Ding nicht dran. Die ganze Welt unter den Armen. Ja, genau! Das habe ich auch gemeint. Ja. Komm her, auf hat sie noch Socken von dir. Haha, das ist wieder lustig. Das schmeckt schon fein da in der Nacht. Ein bisschen anders als bei uns ist das schon hier. So. Ja, wir haben nicht mehr als eine Maschine. Also. Aber die ist voll hart. Ja. Ja, schau mal. Ja, Willst du noch waschen? Nein, ich schaue nicht drin. Hast du ein bisschen Geld dabei? Du bist ja lustig, hast du nichts? Nein, überhaupt nichts. Nein, ich habe noch eine Kreditkarte dabei. Ich glaube, mit der Kreditkarte kannst du nicht waschen. Musst du es einfach drin tun? Typisch schweizerisch haben sie natürlich die sauberste Maschine gefunden. Ein bisschen speziell, ein bisschen anders, so öffentlich und nicht im Privaten, im Keller daheim. Ja, wir haben jetzt einfach mal alles in eine Maschine hineingeschossen, würde ich daheim nie machen. Eventuell fährt etwas ab, aber wir haben nur die weißen Tücher vom Camper drin. Ja, sind die halt vielleicht nicht ganz so weiss, das ist mir eigentlich gleich. So. Hat sie, ja. Startet schon? Startet. Felmes, Südengland. Schon 3 Monate ist die Familie Grundlehner jetzt mit dem Segelboot unterwegs. Auch sie brauchen wieder mal frische Wäsche. So. Sollen wir es noch einwirken lassen? Ist gut? Ich mag da nicht eine halbe Stunde machen, du. Ist gut? Also Wäschmaschine zu haben ist natürlich voll der Luxus. Habe ich gemerkt. Aber es tut auch gut, mal die Wäsche von Hand zu waschen, weil dann ist man ein bisschen körperlich aktiv, wie man sieht. Gell? Ja. Und die Wäsche ist viel kuscheliger und ist viel schöner zum Anlegen, wenn man sie selber gewaschen hat von Hand. Gell? So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt machen wir in 20 Minuten wieder. Können wir mal schauen, was der Daddy macht. Komm. Ab in die Post. Der Christian kontrolliert den Motor. Schüttelt jetzt mehr als vorher. Ich würde sagen, weniger. Weniger. Ein Ausfall wie bei der ersten Fahrt darf es nicht mehr geben. Da mussten sie umkehren. Ein riesen Drama.
ich glaube, ist besser wie vorher. Ja, und dass du den Schlauch jetzt oben durchgenommen hast, ist sicher auch besser. Du hast ja vorher irgendwo da zwischendrin, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir Biscaya vor uns, sind plus minus 5 Tage gefahren und wir wissen nicht, wie viel davon dass wir mit Motoren. Und darum checken wir jetzt auch noch mal alles durch, ob das so läuft, wie es sollte. Und eben noch ein paar Kleinigkeiten noch müssen ändern. Ja, dass wir jetzt sicher sind, mit gutem Gewissen das in Angriff nehmen. Ja. Der Golf von Biscaya ist im Atlantik, liegt vor Frankreich und ist vor allem für schlechtes Wetter bekannt. Nicht ins Maul nehmen, Schatz. Da hast du Waschmittel drin. Nicht ins Maul nehmen, gell? Du kannst mal am Morgen wieder duschen. Das ist nicht zum Duschen, Amira. Der Unterschied zu Fahren in der Schweiz ist natürlich, dass wir uns entschleunigt haben. Und wir nehmen alles ein bisschen lockerer. Wir sind ein bisschen easier drauf, gell, Amira? Ja. Wir schauen einfach, dass wir gut leben können und der Rest soll selber an uns vorbeiziehen. Bringst du mir 2, bitte? Dankeschön. Und jetzt? So viel tun wir nicht an. Ja, wir brauchen noch ein paar für die anderen Kleider. Schau, zum Beispiel für deine Hose. 2. Du hast es gerade selber machen? Ich soll es noch umkehren, so. Morgen ist der grosse Tag für die Familie Grundlehner. Sie wagen sich in die berüchtigte Biscaya. 4 bis 5 Tage sind sie auf offenem Meer. Willst du helfen? Aber den Korb. Im Wäschsalon zu Jasper bei der Familie Schild ist die Wäsche ohne Aufhängen getrocknet. Mit Hilfe der Maschine. Es ist nichts verwaschen. Ich glaube, es ist auch nichts eingegangen. Super denke ich auch. Es hat geklappt. Während Muriel mit der Filin die Wäsche sortiert und zusammenlegt, kümmert sich der Thomas um die Augenentzündung von Luan. Die hat er jetzt schon ein Zeitchen und ein Doktor sollte das mal anschauen. Der Thomas will noch zuerst von der Krankenkasse wissen, ob sie das zahlen würde. Jetzt ist eigentlich die Frage, können wir hier in Kanada, also wir sind jetzt in Jasper, schnell in ein Spital gehen? Oder wie geht das, wie läuft das ab am besten? Okay, also mal, das ist gut. Dann gehen wir mal schauen. Herzlichen Dank. Wiederhören. Ade. Weil Wochenende ist, geht es nochmal hier im Spital und jetzt sind wir da. Nach einem kurzen Walk sind wir jetzt hier beim Spital angekommen. Und weil wir jetzt noch da sind in Jasper, haben wir jetzt das noch gemacht und schauen, ob, ob sie etwas geben können. Und, Versicherung, also Krankenkasse angerufen, das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Genau. Kannst du mir helfen, Filin? Kannst du vorne lüpfen? Oh Mann, bist du gut. Yeah, du bist super, du bist so stark. Oh, thank you. Pass auf, Filin. Thank you. Okay, no worries. Also, wir müssen wieder da zurück. Ein Kind in der Ferien krank, das ist nicht so toll. Da hinten ist das Hospital. Da geht über den Rasen. Das gehört irgendwo dazu mit den Kindern. Das hast du ja daheim auch. Dass immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist gerade ein bisschen Entspannungsphase, kommt der nächste Infekt. Ja, wir sind immerhin in Kanada, wo man uns helfen kann an jedem Ecke und nicht irgendwo im Outback, wo es wirklich schwierig wäre. Ganz so entspannt ist aber die Diagnose vom Doktor nicht.
Du musst gut aufpassen, gell? Jetzt müssen wir noch Medikamente kaufen für den Luan. Ja, er hat gerade alles Mögliche zusammen. Infektionen von Ohren, Augen. Ja, einfach alles zusammen. Für das hat er es eigentlich alle gut gemacht bis jetzt. Und wir haben gemeint, es geht ja, wieder besser, also vorbei. Aber dem war es nicht so. Gell? Kannst du es nehmen? Sehr wichtig. Geht es schon wieder besser he? Nach dieser Spritze? Ja, ja. Das Blümchen habe ich auch noch gezahlt, ja. Wir haben auch die ganze Gartenanlage finanziert. Ich musste einfach schnell die Kreditkarte ziemlich hoch müssen belasten. Also, ja, für jemanden, der nicht so Geld auf sich hat oder so, wird es eher schwieriger. Aber ja, kennt man in dem Sinne von Amerika und Kanada. Aber ich war auch ein bisschen erstaunt, dass ich da 1200 Franken einfach locker machen muss. Das ist eine gute, grosse Schwurst. Gehen wir auch gleich rüber. Ein teurer Besuch beim Doktor. Da kann man nur hoffen, dass die Krankenkasse in der Schweiz das tatsächlich übernimmt. Auf dem Campingplatz Morteratsch im Oberengadin. Es ist Mitte August und die Hauptsaison ist zu Ende. Viele der Angestellten der Familie Kech müssen heute Abschied nehmen. Bis nächstes Jahr. Ja, mach's gut. Also wir kommen im Winter vorbei. Ja, super. Ja. Ist gut. Und bis nächstes Jahr. Ja. Tschüss. Gell? Danke vielmals für die coole Zeit. Danke. Also, tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Kocht ein bisschen gut. Viel Glück. Danke. In der Hochsaison haben Kechs an Spitzentagen bis 1000 Gäste. Es wird grundsätzlich ruhiger. Es wird ruhiger hier auf dem Campingplatz. Wir haben nicht mehr ganz so überfüllt wie vor 4 Wochen. Für uns, Kathrin und mir, bleibt es eigentlich das meiste gleich. Wir arbeiten gleich wieder am Morgen und am Abend und 7 Tage in der Woche. Wir haben Personal, das zurückgefahren. Madeleine, die hier noch am Aufräumen ist, die fliegt morgen wieder auf Kanada. Ich warte wieder weiter mit dem Studium. Und damit bleibt für uns genug die Hauptverantwortung weiterhin bei uns. Und wir sind hier bis 25. Oktober. Daheim in Pontresina in der Wohnung der Familie Kech. Für die Ladina oder Florin gibt es der letzte Nacht, bevor es wieder ernst gilt. Also heute ist unser letzter Ferientag. Morgen geht es leider wieder in die Schule. Also so schlimm ist es nicht. Das ist richtig. Finde ich. Gibt Schlimmeres. Ja, es gibt sicher Schlimmeres als für die Schule. Ja. Jetzt komme ich in die Oberstufe. Und jetzt gehen viele Kollegen von mir weg. Also Sportschule oder wie das Gimmi. Aber jetzt sind wir noch ein paar da. Aber es ist halt ein grosser Wechsel. Darum will Ladina besonders gut vorbereitet sein für morgen. Wenn ich jetzt am nächsten Tag, also jetzt nach der langen Ferien Schule habe, dann bin ich schon nervös. Und am Sonntag am Abend kann ich immer am schlechtesten schlafen. Also wenn ich am nächsten Tag Schule habe. Obwohl mit dem Schulstart wieder ein anderes Leben losgeht, hat das Ende der Hochsaison auf dem Campingplatz für die Kinder und die ganze Familie auch ein paar Vorteile. Kann man etwas Fleisch? Also mir denkt es, dass wenn wir Schule haben, dass wir fast mehr von Familie haben als während der Ferien. Weil während der Ferien dann hat der Papa, der ist meistens unterwegs. Jetzt, wenn wir in der Schule haben, dann ist dann auch die Zwischensaison. Und dann haben wir dann auch mehr von uns. Und dann sehen wir uns auch mehr. Weil sie sind die ganze Zeit am Arbeiten. Und dann kannst du fast nichts mit ihnen einfach machen. Jetzt haben wir im Sommer keinen einzigen Tag etwas nur miteinander gemacht. Das ist schon so. Also wir haben jetzt wirklich in diesen 6 Wochen haben wir eigentlich nie etwas Spezifisches, nur wir 4 zusammen gemacht.
Das nächste, was wir zusammen machen, ist Kiten. Aber ich möchte mal Schmettersteig machen. Wir können ja beides. Ja. Von Kanada ist die Familie Schild auf Portland zu Amerika geflogen. Da steht eine Hochzeit an, der Höhepunkt ihrer Reise. Da, wer ist denn da? So cool! Gut, und die? Gut. Die habe ich nicht erwartet. Ja, überhaupt nicht. Habe ich nicht geglaubt. Nice to see you. Kennst du den Nick noch? Schau mal. Oh, bist du ganz schüch. Es geht dir gut. Kennst du den Nick noch? Müde ist er. Ja, also der Cousin von Thomas, der Nick, ist schon hier am Flughafen. Wir sind ganz überrascht. Wir haben nicht gewusst, dass er hierher kommt. Ja, er heiratet am Samstag. Auch die Eltern von Thomas sollten hier am Flughafen sein. Mit dem Christoph und der Rosmarie haben sie hier abgemacht. Hallo! Muriel. Hi, Philipp. Hallo, Mami. Bist du faul? Das ist gerade ein bisschen überwältigend. Oh, so viel passiert. Und der Nick haben wir gar nicht erwartet. Ja, er ist uns auch schon holen. Ja, jetzt im Moment ist es uncool. Es hat einfach alles geklappt. Wir haben den Flug verwünscht. Wir hatten relativ knapp Zeit mit dem Wohnmobil abgeben, zum Flughafen fahren. Wir mussten noch den Luan dazu buchen, weil wir das nicht von daheim aus können. Also jetzt ist einfach es hat alles geklappt. Und alle sind da. Und ja. Wir sind, glaube ich, mit diesem Flüger dort angekommen. Ah, ja. Weil wir sind hier durch, dort zu diesem Fenster habe ich rausgeschaut. Das Ding habe ich da schon gesehen. Ja. Ich frage mich nicht, irgend so eine Alaska, irgendetwas. Jetzt. Hast du das Zettel gezogen? Ja, es ist keine Farbe. Die Eltern von Thomas haben ein Auto gemietet. Das muss man in diesem grossen Parkhaus in Amerika nur noch finden. Weißt du noch wo? Wir sind im 6. Okay, wir gehen wieder in den Lift. Ja. Er ist noch da. Wir können wieder einsteigen. Wieso? Ah, ja. Er ist noch nicht gestorben. Wir müssen nicht. Jetzt aber, So, jetzt. Wir kriegen das Auto nicht. Also ja, ich habe es ja nicht abgestellt. Das war mein Vater. Aber ja, es hat 2, 3 oben. Und es ist weiss. Ein weisses Auto. Auto. Aber dass es mehr... Weißt du, dass es dort hinten ist? Ah, aber? Hängen. Also müssen wir zuerst runter? Wir können hier vorne laufen und dann runter. Nein, komm, dann gehen wir gleich hier runter. Hier geht runter. Rosmarie hat recht gehabt, wir sind im 5. Danke. Links. Hast du den überhaupt gesehen? Ja. Ah, das hast du gesehen. Hast du gedrückt? Ja, das Auto suchen wir. Ah, schau da. Da. Bravo. Das weiße Auto. Das da. Jetzt. Jetzt kann das Abenteuer Amerika und die Vorbereitungen auf das Hochzeitsfest losgehen. Es ist früh am Morgen zu Pontresina. Bei der Familie Kech ist wieder Alltag angesagt. Soll ich den Finger mitnehmen? Schulalltag. Für die Ladina ist es der erste Schultag in der ersten Sek. Der Florin, den brauche ich eigentlich nicht unbedingt in der Schule. Weil wenn ich ihn bräuchte, dann wäre er in einem anderen Klassenzimmer.
dann wäre es auch ein bisschen dumm, zu doppeln. Und dann habe ich Kolleginnen, die mir sonst helfen können. Oder der Lehrer. Und darum brauche ich ihn nicht unbedingt. Für Aufgaben? Noch nicht. Das ist noch alt, hä? Jetzt habe ich keine Finken. Ist das schlimm? Zum Glück gibt es ein aufmerksames Mami. Hui, merci. Tschüss, merci. Die Finken und die Ladina sind im Schulhaus angekommen. Soweit alles klar. Nein, ist nicht ganz alles klar. Wir wissen jetzt nicht, ob wir in die Schule müssen oder was wir mitnehmen müssen. Also in die Schulzimmer. Komm, gehen wir doch mal rauf. Er ist ja eh schon dort. Oh, ich nicht. Und die anderen sind auch schon da. Allora, buondì. Edoardo, dici? Buondì. Buondì. La Risa, buondì. No, Ladina, buondì. Patrick, buondì. Bronzini, Reto, buondì. La statura è einfach scecciosa. Questo è un clavazzino. Ci esercitesce di Chiesa. Quello magari schwelt in Griff. Die erste Lektion ist gut überstanden. Der Lehrer schon mal nett. Darina ist die einzige Freundin von der Ladina, die auch mit ihr in die Oberstufe geht. Alle anderen gehen ab jetzt in ein anderes Schulhaus. Darum ist dieser Kurzbesuch eine grosse Überraschung. Julie, die ist eine meiner guten Kolleginnen und sie geht ein bisschen ins Gym und dann noch eine Woche länger Ferien. Und darum ist sie jetzt schnell uns noch besuchen in der Pause. Es ist schön, dass man die Kolleginnen wieder sieht. Die Arina habe ich ein paar Mal in der Ferien gesehen. Die Julie habe ich nie gesehen. Und sie wird jetzt auch nicht viel sehen. Aber es ist schon cool, dass sie es jetzt noch ein bisschen geniessen kann. In Südengland, in Felmes, ist es morgen früh. Heute setzen Jessica und Christian Grundlehner die Segel und starten die Überquerung der berüchtigten Biskaya, von Südengland bis auf Spanien. Also heute Morgen, als wir aufgestanden sind, war der Puls schon etwas höher als gestern. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen aufgeregt. Und es ist halt schon ein bisschen ungewiss, weil jetzt so alles ist die nächsten paar Tage. Wir haben jetzt noch nie so einen grossen Schlag gemacht und ich bin gespannt, wie es so geht mit der Familie, mit Amira, wie wir uns gut einleben. Ja? Ja, schon wieder rumturnen. Mit dem Wetter ist nicht zu spassen. Die Wellen können in der Biskaya extrem sein. So, also. Mal schauen, wenn wir starten. Das kannst du ja mal durchlaufen lassen. Ja, laufen wir mal von hier ab. 10 Knoten. 10 bis 15. 15 wäre schön, hä? Ja, ja, das wahrscheinlich können wir dann schon segeln, gerade am Anfang. Biskaya ist ein bisschen berüchtigt, sage ich mal, rein wettermässig auch. Bei uns sieht es gut aus, aber nichtsdestotrotz, es sind etwa 4 bis 5 Tage, wo wir unterwegs sein werden. Bislang haben wir natürlich noch nie einen Schlag gemacht, wo 4 bis 5 Tage nonstop waren. Ja?
Um die 9 Uhr ist es soweit. Leine los für die Familie Grundlehner. Sie verlassen England Richtung Süden. Also ich freue mich gerade im Moment riesig. Ich kann gerade eine Freude gut machen. Weil jetzt haben wir so viele Wochen scheiß Wetter gehabt. Und ja, jetzt hoffen wir auf die Sonne. Und jetzt müssen wir es einfach so nehmen, wie es kommt. Zu viele Gedanken kann ich mir jetzt nicht machen. Boom. Boom. So, Amira, jetzt müsstest du dort rasch weg. Ja. Du sollst reinsitzen, jetzt müssen wir das Segel setzen. Du wirst nachher gleich wieder rauskommen, gell? Ist gut. Mami. Ja, Mami tut steuern, weißt du? So. Kannst du ein bisschen anziehen? Mehr? Ja. Noch ein bisschen, gut. Der Christian und Jessica sind unterdessen ein eingespieltes Team auf dem Meer. Ist gut, ja? Ja, wir sind natürlich jetzt einiges erfahrener auch, als noch, wo wir gestartet sind. Und vor allem auch vertrauter, ein bisschen mit den speziellen Gegebenheiten vom Meer auch. Knapp 900 Kilometer liegen vor den Seglern. Sie verlassen England und überqueren den Ärmelkanal und den Golf von Biscaya vor Frankreich. Gut, ist gut. Nein, ist fertig. Also wenn du kannst du noch anziehen, ja, aber grundsätzlich ist es fertig. Die Delfine sind einfach da, weil sie Spass haben, um am Rumpf nachzuschwimmen und nicht wie irgendwie im Zoo, wo sie gezwungen sind, um ein Kunststückchen zu machen. Und so. Wir haben etwa 4 Mal gesehen. Ganze 4 Tage und 4 Nächte ist die Familie Grundlehner mit der kleinen Amira unterwegs auf dem Atlantik. Ein Fuß an Land setzen sie dabei nie. Für mich bedeutet das alles, dass sie so pflegeleicht ist auf dem Meer raus, weil das heisst, wir haben das richtige Kind geschenkt bekommen, das zu uns passt. Und wir haben die richtige Entscheidung getroffen, mit ihr das zu machen. Für mich ist die Zeit sehr wertvoll, weil das ist eigentlich auch mit dem Grund, warum wir das machen. Und sehen, wie es der Amira so gut geht und sie rumturnt auf dem Schiff, während wir hier auf hoher See sind, ist extrem schön, um das miterleben. Amerika im Hotel der Familie Schild. Nach ihrer Reise durch Kanada im Wohnmobil ist jetzt in wenigen Stunden die Hochzeit von Thomas im Cousin, der Schlusspunkt von ihren Ferien. Schönheit muss leiden. Doch, doch. Ja, heute ist Day of the Days, warum wir eigentlich überhaupt hier sind und die Reise gemacht haben. Heute ist das Hochzeit.
Wir haben jetzt heute einfach so ein bisschen ausgeschlafen und etwas gegessen. Und jetzt sind wir hier im Hotelzimmer und machen uns parat. Also wie, das ist gelernt? Ja, das war halt jetzt auch im Koffer. Ja, aber jetzt hast du auch vorhin angeschaut. Ja, das hat ein bisschen... Ist das für dich okay so? Ja, nein, das tun wir. Aber das tun wir jetzt so gleich. Ja, jetzt habe ich ausgesteckt, aber es ist Ja, das können wir schnell machen. Bitte schon, ne? Philin, willst du jetzt auch noch Frisur? Komm, bitte. Wenn wir ein Zöpfchen machen? Nein! Den Haarreif rein tun? Nein! Au! Gut. Bitte, gern geschehen. Kann dir helfen? Weiß nicht. 20 fahren. Schuhe. Und der Butler. Brödel. Ah, das ist lieb, danke. Ja. Ich glaube, das hast du mir nicht mal am Hochzeit gemacht. Ist gut. Dankeschön. Ja. Du bist einfach Gentleman heute. Du hast mir die Schuhe angelegt. Schön, ich genieße es. Hey, Buddy. Sicher. Ja. Da fährst du wieder. Und dann geht es zusammen mit dem Thomas seinen Eltern ans Hochzeitsfest. Luan, du warten. Hey, Du Luan. wart. Zum Glück hat es da genug Platz für die Kinder zum Spielen. Die Schläger musst du so nehmen. So. Ja, grundsätzlich möchte ich das schon geniessen. Es ist halt einfach auch wieder, ja, man hat 2 kleine Kinder dabei, die, wie man sieht, alles andere als einfach still sind. Und natürlich das, was wir ausleben, den schönen Park oder Plätzchen hier. Und das Wetter ja, hat es jetzt mal gut in diesen Ferien für uns. Gutes Wetter und ein Brautpaar, das mit der Sonne um die Wette strahlt. Die Philin verteilt Güezi und Schoki aus der alten Heimat vom Bräutigam, aus der Schweiz. Merci. Oh, danke vielmals. Es ist unglaublich schön. Ich glaube, es gibt mega feines zu essen. Es hat super ausgesehen. Die Kinder können spielen. Sie haben schon wieder jemanden gefunden, was sie mit ihm herumtecheln können. Ja, das genießen wir jetzt auf jeden Fall noch. Und dann ist aber schon ein Gedanke, wir fliegen am Montagmorgen um 8 Uhr. Also nach heute Abend heisst es eigentlich Köfferli packen und schauen, dass wir dort parat sind für hey. Ja, es ist schon wieder ein Fuß schon ein bisschen im nächsten Rennen. Zuerst gibt es aber noch eine Erinnerung an das Fest. Hochzeitsfotos mit der ganzen Familie. Wie versprochen nimmt sich die Familie Kech heute eine kurze Auszeit vom Campingplatz und macht endlich wieder einmal etwas zusammen. Den Ausflug machen ist schön. Das ist so einen Nachmittag lang nicht nur bereit sein auf Sachen, die dann vielleicht auf uns zukommen im Zusammenhang mit dem Camping. Das ist schön. Aber was das Kiten bringt, da bin ich sehr gespannt. Wir werden auch ziemlich nass und kalt. Mama, die werden auch nicht nass, weil wir gar nicht ins Wasser vermutlich müssen. Ja, wir haben Glück. Wir dürfen wahrscheinlich nur am Land. Für Katrin und Ladina ist es heute der allererste Versuch zum Kiten. Die Männer haben es nicht auf dem Wasser, aber im Winter im Schnee schon mal probiert. Es ist mal schön, dass wir jetzt etwas mit der Familie machen können. Das letzte Mal sind wir, glaube ich, im Mai zusammen weg. Und es ist jetzt mal schön, dass wir noch
etwas machen können. Ist eng. Es ist gut, wenn es eng ist. Weil danach ist es ein bisschen wärmer. So könnte es aussehen. Zuerst muss aber im Trocknen geübt werden. Also es ist noch so schwierig mit der Bewegung, dass man nicht steuert. Der Vater, der Peter Kech, wagt sich als Erster ins kalte Wasser. Nur gerade 14 Grad hat der Silvaplaner See heute. Und rechts. Oder Florin probiert kurz sein Glück im Wasser. Lustig gesehen, Wir haben neben dem Campingplatz haben wir sicher fast nichts gemacht oder nichts gemacht miteinander. Dafür haben wir vom Campingplatz mehr zusammen zu tun gehabt, weil die beiden jetzt ein bisschen mehr gearbeitet haben. Vorher haben wir sie dort hier nicht gesehen, haben wir sonst müssen organisieren, dass man uns gesehen hat. Und jetzt haben wir sie zwischendurch wirklich an der Rezeption gesehen und sonst beim Arbeiten gesehen. Es ist ein bisschen mehr zu einer Arbeitsgemeinschaft geworden, und ein bisschen weniger eine Familiengemeinschaft. Wahrscheinlich haben wir wieder etwas gelernt am Sommer und hoffen, dass wir nächsten Sommer das wieder noch ein bisschen besser organisieren können. Ja, dann könnten wir auch mal etwas zusammen machen. Genau. Oder du würdest mich dann ablösen? Und Nein, würde ich nicht. Und in der Rezeption haben wir einander nur gesehen. Und wir dürfen nicht mit denen ein Wort reden. Wir waren die ganze Zeit am Anmelden. Ja, es ist so. Trotz der kritischen Töne von der Ladina, ein glücklicher Familienausflug von Kechs. Die Familie Schild ist wieder daheim in Burgdorf. Fertig Ferien, fertig Kanada und Amerika. Was bleibt, sind ganz viele Erinnerungen. Darfst du schon? Hast du Hunger? Wie heisst das? Guck jetzt da, jetzt mit Schinken. Ich glaube, so mit dem Schulanfang sind wir wirklich wieder voll hier angekommen. Für mich ist wirklich, wir haben das können machen, wir dürfen erleben, wir hatten eine super Zeit gehabt, es war auch schön. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich heute und morgen schon wieder gehen müsste. Auch der Vater, der Thomas, ist wieder im Alltag gelandet und sieht die Familie erst am Abend beim Nachtessen. Das sieht gut aus. Und wie sind wir in die Ferien? Geflogen, gell? Ja. Mit dem grossen Flug. Ja, es ist natürlich jetzt durch Arbeiten sind die Ferien schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und gleichwohl, wenn man dann zurückkommt, also heimkommt und etwa Fotos sieht und zusammen redet über etwas, was war, dann ist das natürlich immer wieder sehr präsent und ja, in sehr schöner Erinnerung. Weißt du noch, als wir den ganzen Tag Holz zusammen... Ja, und ich und die Mami haben am Beppo geholfen, dass ein ganz grosses Feuer wird. So viele gemeinsame Erlebnisse, das schweißt noch mehr zusammen. Auch die Familie Grundlehner kommt heute Morgen an. Zwar nicht daheim in der Schweiz, aber in der Bucht von La Coruña in Nordspanien. Wir haben wirklich 3 Tage lang eigentlich kein Land gesehen. Wir haben auch fast 3 Tage lang kein Schiff gesehen. Und zeigt einem auch, wie klein man eigentlich ist auf dieser Welt.
Sind wir in Spanien angekommen? Sind wir in Spanien? Ja! Ja! Ole! Ole! Die nächsten Tage ist La Coruña das Zuhause der Familie Grundlehner. Es ist mega schön, um jetzt hier anzukommen. Und vor allem mit dieser Kulisse. Ich habe keine Ahnung, wie die Stadt aussieht. Aber es ist schon imposant, wenn man da reinfährt. Ja, voll cool. Hm? Die haben alle Hunger, wir sind alle am Essen. Nein. Vor ein paar Tagen habe ich den Christian mal gefragt, fühlt man sich eigentlich so, wenn man richtig entspannt ist? Weil ich das gar nicht kennt. So halt einfach die Situationen viel lockerer angehen. Und der Umgang mit Amira ist auch viel herzlicher geworden. Ganz dicke Schicht. Die Nudeln. Hm? Du willst die Stirn auch noch ein bisschen? So. Morgen gehen wir? Ja. Gerne gehen wir? Ja. Ins Strand, ja. So. Wir sind völlig im Zeitplan. Kanarien ist immer noch das nächste Ziel, also das nächste grössere Ziel. Wir wollen einfach bis im Herbst irgendwie auf den Kanarien sein. Ob das September ist oder Oktober, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Aha, wir können schauen. Schau mal, Strand bei mir. Schau mal, die alle braun sind, leckt mir. Vor 4 Monaten haben sie die Schweiz verlassen. Dass sie jetzt zusammen an den Strand können und sie endlich in einem warmen Land ankommen, freut sie besonders. Ein fetter Seestern, hä? Super. Den wir hier annehmen, Mira. Ist gut. Oh, schau mal. Ja. So schön. Ja, mittlerweile muss ich kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn wir am Strand sind. In Lübeck ist mir schon nicht so... Ja, ich habe immer gedacht, ja, nein, der Christian muss arbeiten und ich gehe jetzt an den Strand, um mich erholen, aber habe mich ja, auch nicht so entspannen wie jetzt, natürlich. Das ist ja wirklich auch da, wo wir darauf hingearbeitet haben. Und es war ein hartes Stück, aber jetzt sind wir da, ja. Das ist das, was wir uns erhofft haben. Ferien. Eine Zeit zum Glücksmoment sammeln. Für die Familie Grundlehner geht das Abenteuer weit weg von daheim noch weiter. Für die anderen Familien bleibt dieser Sommer hoffentlich in bester Erinnerung. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.